wie würdest du dich fühlen, wenn alles gut ist? Und das länger aufrecht behaltest, dann wird das irgendwann ein dominantes Gefühl und du glaubst dir irgendwann, dass das eine Möglichkeit ist. Und ab dann, wenn du glaubst, dass es eine Möglichkeit ist, wird der Gedanke und Herz wird mehr im Einklang und das heißt, du tust immer ein kohärenteres elektromagnetisches Feld ausstrahlen. Das ist wie wenn ich dir anrufe und ich tue eine Nummer falsch. Ich verwünsche dich nicht. Wenn ich aber die Nummer richtig habe, dann komme ich zu dir und so kann man das auch machen mit dem im Gefühl bleiben, wo man möchte anziehen. Und dann halt wirklich, wenn der Verstand wieder kommt und sagt, es geht nicht, oder Kollegen sagen, ja, das geht doch nicht, oder der Kontostand sagt, es geht nicht, im Gefühl bleiben. Im Gefühl bleiben, dass es bereits ist. Auch in der Bibel steht überall, eben, du musst beten und es wird dir gegeben, oder? Wenn du das annimmst und dass du das dann auch bekommst. Und das ist spannend, und da bin ich jetzt gerade seit, ja, mehr wie ein Jahr, 2 Jahre, noch nicht ganz, eben mit der Lehre von Neville Goddard. Und da erlebe ich wirklich, da hat man meine ganze Realität, oder meine ganze Weltansicht hätten wir umgepolt in dem Sinn, oder? Es ist alles, was ich mal als unmöglich gefunden habe ich mittlerweile, es ist möglich. Aber klar gibt es immer wieder die Momente, wo ich zweifle und alles. Aber je mehr, dass man so Sachen erlebt oder auch muss, bei anderen Menschen erlebt, desto mehr stärkt es das eigene Vertrauen, oder? Und dann weiß man auch, und das Schöne ist, er sagt eigentlich alles, was man in dem Sinne in der Vergangenheit erlebt hat, wenn man das einfach ausblendet und auf das fokussiert, wie man sich neu möchte fühlen, dann vergisst man das Alte und das Neue wird immer stärker. Oder wir leben halt einfach in vergangenen Gedanken. Das heißt, wenn man einmal irgendetwas erlebt hat, wo einem Angst macht, dann ist beim nächsten Mal in dieser Situation, denkt man an den Angstzustand und hat dann automatisch schon mal mehr Angst, oder? Und da muss man neue Erfahrungen machen, oder? Darum kann man auch, eben, wenn man mal anders denkt und vor allem bewusst dabei ist, dann merkt man plötzlich so, jetzt habe ich so gedacht und das erlebt. Dann ist man plötzlich auch wählerischer, was man negativ denkt, wenn man weiß, okay, jetzt denke ich negativ und jetzt plötzlich schlage ich meinen Kopf an. Jetzt als Beispiel, oder? Oder jetzt denke ich positiv und jetzt habe ich plötzlich 5 Franken im Lotto gewonnen, oder? Weil das Leben ist ja so smooth, dass man oft gar nicht überlegt, dass es vom eigenen Denken kommt. Aber wenn du ja mit dem linken Fuß aufstehst, wie man so sagt, dann ist der ganze Tag links, oder? Dann hat man Stau, dann ist das noch, das zieht ein Ereignis nach dem anderen. Und so auch die Positiven, nur hat man halt dann irgendwie, man tut es nicht auf sein eigenes Gefühl retour besinnen. Beziehungsweise, oder man hat das Gefühl, dass das einfach Zufall sind und nicht, dass man selber verantwortlich ist oder das selber in der Hand hat. Und das ist mega spannend, oder? Dass man, wenn man merkt, so, hey, ich kann mich eigentlich dort denken, wo ich will, dort fühlen, wo ich will. Und gerade wenn man da bildlich, sagen wir, ein bildhaftes Vorstellungsvermögen hat, dann kann man sich noch ein Endszenario vorstellen, wie es ist. Also irgendein Szenario vorstellen vom bereits erfüllten Wunsch. Das heißt, wenn der einen Partner wünschst, dann kannst du dir einen Ring am Finger oder so vorstellen und dich gut fühlen, oder? Dann tut das Gefühl mit dem Partner verbinden. Und oftmals ist man ja auf Partnersuche oder viele wollen einfach nicht allein sein und suchen nach Partner und haben negative Gefühle. Das heißt, sie holen dann wieder einen Partner, wo sie die gleichen negativen Gefühle wieder dürfen weitermachen. Und da kann man halt auch, oder, sich ein neues Gefühl, wie will man die Beziehung oder wie will man in einer Beziehung fühlen. Und dann wird man automatisch auch einen Menschen anziehen, wo man sich schon von Anfang an so fühlen kann. Klar kann man sich auch zusammenwachsen, das geht auch. Aber man kann halt dann schon von Anfang an, wenn einem das bewusst ist, sich schon fühlen, wie man das möchte in der Partnerschaft. Und dann wird man auch so einen Partner anziehen. Oder? Mit dem elektromagnetischen Feld in dem Sinne. Eigentlich wie ein Magnet.